to the people, miners and others in the energy business. It's a disgrace. Your time is up. Thank you, It's an absolute disgrace. Secretary Clinton. Bevor wir jetzt die ganze Präsidentschaftsmisere anschauen, wollte ich noch schnell mit dem Velorundigen machen. Ich wollte jetzt etwa 100 Kilometer fahren, oben in Malibu, auf Ventura und dann PCH, der Küste entlang und zurück. Und dann gehen wir dann das Kuvert an. Habt ihr gesehen? Wir haben europäisches Wetter. Es ist am Nisseln. Super, oder? Ich habe keine Airlinge dabei und nichts. Ich muss eigentlich nur hier über Malibu-Hügel rüber, Richtung Westlake. Und dann bin ich sicher, ist das Wetter viel besser. Der Nachteil ist nur, es geht los und geht gerade hoch. Aber ich habe jetzt auf dem Weg daher 4,5 Liter schwarzen Kaffee genommen. Das gefährlichste im Tunnel hier. Der einzige Abschnitt, den ich Miriam nicht zeigen darf, aber es sind 80 Meter, Horti Sprint, dann sind wir durch. Gut gegangen, tipptopp. Jetzt sind wir hier oben, 3/4 Stunde hatte ich. Oh, aber das Wetter ist super. Ganz klare Luft, kein Smog, herrlich. Ganz guter Tag gewählt. Ich bin mittlerweile an der Küste angekommen. Hinter mir ist der Kempen, heisst sie, also der Rock. Jetzt, wie gesagt, alles an der Küste zurück Richtung Malibu. Noch ein ganz guter Abschnitt. Ich wollte noch sagen, wir sind jetzt hier auf dem berühmten Highway Nummer 1, also auf dem Höhenweg Nummer 1. Am Sonntag, da bin ich natürlich nicht der Einzige, ist klar. So, wir sind angekommen wieder beim Auto, ist gut gegangen. Knapp, was habe ich gehabt? 3,5 Stunden. 3,45 so. Jetzt gehen wir etwa zurück. Vielleicht stoppen schnell beim Chipotle. Und dann wollen wir uns mal dieser Misere Wahlkampf annehmen. Vielleicht wisst ihr, wir haben am November 8 Präsidentschaftswahlen. Das Ganze ist dieses Jahr noch so eine Sache mit dieser Auswahl, die wir haben. Und ja, jetzt habe ich das Abstimmungskuvert bekommen, da schauen wir jetzt mal rein. Meine erste Abstimmung, keine Ahnung, was ich jetzt da machen, aber ich habe mal ein Kuvert bekommen, ein Rückantwortkuvert, dass ich auch brieflich abstimmen kann. Dann haben wir hier irgendwie ein Kuvert noch, ein Kleber, ein Sticker. I voted, also ich habe abgestimmt. Das ist das Handbüchlein. Was ist hier? Sieht aus wie ein Lottozettel. Eben, genau so ist es. Jetzt hier haben wir zum Beispiel Präsidentschaftskandidaten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Donald Trump seine Stimme geben, dann müsste ich das 15 ausmalen. Frau Clinton müsste das 11 und dann gibt es noch ein paar andere, die auf dem Ticket sind. So, jetzt ist mein grosses Dilemma. Wir können ja hier abstimmen zwischen Herrn Trump und der Frau Clinton.
hat man das Gefühl. Wobei, das ist eben nicht ganz so. Jetzt gibt es da noch mehr Leute, wo man die Stimme geben kann. Und zwar sind das einerseits für die Grüne Partei, dann ist es für die Partei für Peace and Freedom, also Frieden und Freiheit. Das ist schon mal gut. Dort hat man noch das Zweier-Ticket. Und dann auch für die Libertarian Partei hat man noch eine Möglichkeit. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Und zwar, wenn ich jemanden zur Auswahl habe, den ich die Stimme gebe, tue ich mir immer überlegen, will ich für so jemanden im gleichen Büro zusammen arbeiten. Und dann jetzt beim Donald Trump nicht lange gebraucht, um zu sagen, nein, das ist so ein unberechenbarer, selbstverliebter Choleriker. Das ging jetzt nicht, das ist keine Chance. Und so jemand als Präsident kann ich auch nicht dahinter stehen. Bei Frau Clinton habe ich aber ein ähnliches Problem. Ich habe zwar das Gefühl, dass sie ihre Bücher als Politikerin sehr ernst nimmt. Ich denke, das ist jemand, der gut vernetzt ist und auch Politik in- und auswendig kennt. Aber genau das ist auch ein bisschen das Problem, dass die Vernetzungen, die da bestehen, wahrscheinlich auch nicht zu grossen Veränderungen werden führen. Bloß ihre Aussenpolitik, habe ich das Gefühl, ist mir ein bisschen zu konfrontativ. Da bin ich eigentlich eben nicht grosser Fan davon. Jetzt, wenn mir viel sympathischer wäre vom Auftritt, das wäre von der Grünen Partei Jill Stein. Sie ist jemand ganz ruhig, sie bringt nach meiner Ansicht Lösungen oder Lösungsvorschläge zu gewissen Problemen, die mir gegenüberstehen. Und bei ihr habe ich das Gefühl, wenn man sie auf einer täglichen Basis aushalten müsste, wäre das an und für sich problemlos möglich. Jetzt habe ich also das Dilemma, gebe ich die Stimme einer Person, die ich vom Bauchgefühl aus muss sagen, ja, da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Gehe aber das Risiko ein, dass Frau Clinton eine Stimme weniger bekommt und dass unser grosser Schreihals dafür eine größere Chance hat. Also ich bin dort noch ein bisschen hin und her gerissen, soll ich auf den Bauch hören oder soll ich das Hirn einschalten und die Stimme jemandem geben, für jemand anderes zu verhindern. Ich habe noch ein paar Tage, ich habe noch nicht abgestimmt. Gebt mir doch Bescheid in den Kommentaren, wenn ihr da eine Lösung für mich gesagt. So, jetzt ist aber fertig politisiert. Wir stellen uns wieder den ernsthaften Problemen dieser Welt. Und zwar gehe ich jetzt mit den Hundis laufen. Die müssen sicher putnern und die haben auf jeden Fall Freude. Pari Pari. Oder wir widmen uns anderen sehr wichtigen Aktivitäten wie Beobachten von den nachbarschaftlichen Aktivitäten.